Sie sind nicht unglaublich herzig, unsere drei Kleinen, hat Belladonna geseufzt und am kleinen, schwarz-weißen Kater, der sich eng an seine Mama gekuschelt hat, liebevoll das Näschen geschleckt. Im Spätherbst sind Leone und Belladonna älter geworden und jetzt sind die Büsse gerade gross genug, um aus dem Futternapf zu fressen. Auf den ersten Blick haben Katinka und Carolina mit ihrem farbig gemusterten Fell ganz ähnlich ausgesehen. Aber wenn man genauer hergeschaut hat, dann hat man sie gut unterscheiden. Katinka hatte eben einen breiten, orangefarbigen Streifen auf der Nase und an Carolina ihr Gesicht war fast ganz schwarz. Der Alfonso hingegen hat nicht nur seinem Vater sein schwarz-weiße Fell und die weißen Pfoten geehrt, sondern auch seine Gemütlichkeit. Der Alfonso wird mal der gleiche Stubenkater wie sein Vater. Er sucht sich jetzt schon immer den wärmsten Ecken auf dem Ofenbänkchen aus, hat Belladonna manchmal gesagt und der Leone hat zur Antwort gegeben: Wir Männer wissen eben, wo das es am gemütlichsten ist. Nicht wie unsere zwei Mädchen, die jedem Staubbüsseli hinten nachrennen und tun, als wäre es eine riesige Ratte. Auch heute hat der Leone und Belladonna wieder das Gespräch geführt. Unsere Mädchen sind eben gleich aufgeweckt wie ihre Mama, hat Belladonna gesagt. Ohne meinen Scharfsinn hättest du den Weg zu deinem gemütlichen Daheim nie gefunden. Kann schon sein, hat der Leone zugegeben. Aber die Scharfsinn